So, lange Rede, kurzer Sinn. Du Wir, wiederholst dich, ne? wir haben den Support einfach satt. Oder den Was für ein Support? Anti-Support. So, wo hab Warum stehen benutze ich eine geblieben? Bronzenspitzhacke, wenn ich auch eine Eisenspitzhacke benutzen kann, ich Depp? Was mich ein Oder bisschen ist... aufregt ist, da ich das Windows-Update im Hintergrund habe, ruckelt bei mir jetzt Valheim. Naja, was soll's. Nein, ich habe die falsche Kacke gekotzt. Ähm, Wo haben wir überhaupt Steine? Schwarzes Metall. Kotzt immer noch, oder was? Bist du am Kotzen? Ja, ich habe einen falschen Ort geklickt. Ich habe hier so viel Holz jetzt, aber es reicht noch nicht. Oder reicht es Hm. doch? Du, Patrick, Eisenspitzhacken sind besser als Bronze, ne? Soweit ich es im Kopf habe. Ja. Von der Gut. Haltbarkeit her. Ja. Das Problem ist nur, wie viel Eisen du brauchst. Ja, das ist wahr. Wie viel waren es? 25, 20 Stück? Ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall viel. Ganz viel. Ich laufe gerade planlos rum mit Ruckler. Warum ruckelt's denn bei mir? Aber das liegt im Spiel. Sie haben ja irgendwelche Updates rausgebracht. Ich muss jetzt euch mal halt die Grafik runterschrauben. Mittel. Oh ja, ich glaube, wegen dem Thema in der letzten Folge bezüglich Apple, hat das Ökosystem an sich, ne, das macht irgendwie schon Sinn. Dass du da, oder egal welches Gerät du hast, ist ein bisschen, ich finde es noch ein bisschen doof. Gut, du kannst übers Web auf die iCloud zugreifen und die Fotos angucken, aber zum Beispiel die Mails, gut, wenn du eine iCloud-Mail hättest, dann schon, aber gut, gehst halt über Google Drive, beziehungsweise über Google Mail, ist ja kein Thema, ne? Ah ja, irgendwie das Ökosystem packt mich irgendwie. Also, ja. Und ich glaube, der nächste Computer, den ich mir kaufe, ist auch von Apple, weil ich möchte nicht mehr 5000 ausgeben für einen Gaming-Rechner. Mir reicht, wenn ich 2000 oder 3000 ausgeben darf. Und dann ist halt von Apple, dann mache ich auch Cloud Gaming und keine Ahnung, mit GeForce Now vielleicht auch. Kann ich dann vielleicht, weißt du, mit GeForce Now kannst du auch Steam Games zocken. Also hast du auch die Option. Auch sowas. Nice. Till, ich frage mich gerade, warum ruckelt der bei mir so hart? Weiß ich nicht. In der letzten Episode in der Session, da war das noch nicht so. Warst du da mit 30 und 60 FPS rumgespielt oder? Nee, da habe ich genau gleich viel FPS. Gleich viel Ist einfach deine Rechner am Abkacken? Irgendwas hat der offen, was mir Ja. alles frisst. CPU auf 100, warum auf 100? Desktop Fenster Manager verbraucht 20% bei mir. Hä? Was ist Keine das für ein Ahnung. Ding? Dateipfad öffnen. Keine Ahnung, was du da wieder Das hast ist oder der ausgegraben hast. also Windows frisst mir für etwas, was ich gar nicht offen habe, frisst es mir. Doch schön, oder? Ja. Das nennt man doch Perfektion. Aber ja, genau sowas zum Beispiel, ne? Hättest du bei Apple halt nicht. Ich habe auch einen Windows-Rechner, klar. Aber das hast du bei Apple halt nicht. Und wenn wir, ich sag's mal so doof gesagt, wenn du jetzt mit der PS5 unser neues Spiel Farming-Simulator spielst, dann kannst du es ja mit OBS auch auf dem Mac aufnehmen oder so, ne? Korrekt. Ich bin nur auf Windows angewiesen bei der Arbeit danach noch. Ja, aber du nimmst ja den Rechner nicht mit. Oder?
deinen Heimrechner nimmst du ja nicht für Nee, Arbeiten. ich habe da hinten einen Laptop mit einer RTX 4000 Quadro, 16 GB und 128 GB RAM, der in meinem Geschäft, also nicht Das meinem, ist ja sondern für die Arbeit, ne? Also ja, der grundsätzlich. hat 4000 Franken gekostet. Eben, Den nehme ich mit. Warum der so genau. viel gekostet hat, kann mir keiner erklären, weil die Die Holländer. RTX 4000 kostet selbst schon irgendwie 2.000, 3.000, ne? Nur mal so. Die Grafikkarte fürs CAD wahrscheinlich. Es Ja, kommt je nachdem günstiger, wenn du halt für die komplette Firma nur einen Laptop kaufst. Und wenn du halt Leute hast, die einen CAD benötigen, dann, nee, das ja, komm. Problem war die Philosophie. Unsere IT Was? sitzt in den Niederlanden, ist ja alles legitim und so, sagt ja auch niemand was. Aber die Niederländer müssen ja Schweizer Tastatur bestellen. Das heißt, sie bestellen den Rechner in der Schweiz, lassen den nach Holland liefern, damit ihn den aufsetzen und dann liefern sie ihn in die Schweiz mit Verzollung und allem. Mhm. Also, ja, Ja, du. das war das Hauptproblem. Aber ja, ich bin mir echt am Überlegen, mein nächster Rechner irgendwie so ein MacBook Pro zu kaufen. Ich muss dann irgendwie gucken mit dem Gaming, aber da gibt es ja genug Cloud-Gaming-Dienste. Im Stadia habe ich ja schon, du mittlerweile auch, wegen mir. Ja, vielen Dank nochmal. Ich habe mich richtig darüber gefreut. Dachte, ja, vielleicht ist es nichts für dich, weil du ja eben. Nee, war. Ich habe mich Hast du richtig übrigens, gefreut. du hast ja einen Android-Fernseher, oder? Ja, hat funktioniert. Musste gar nichts. Musste Das die Stadia App runtergeladen, runterladen ne? Ja, genau. und dann lief das. Perfekt. Übrigens auch über Smartphone kannst du es auch. Aber ich glaube bei Apple wieder nicht. Weil, keine Ahnung. Wirklich, ich habe Stadia auf dem iPhone jetzt runtergeladen. Aber da kann ich es nicht spielen. Genau. Weil wahrscheinlich Philosophie Apple und Google, ne? Die erlauben es nicht gegenseitig, weil Marktmacht und keine Ahnung was. Ja, du. Ich bin gespannt. Ich habe mich ein bisschen durch Stadia durchgeguckt, aber du benötigst es ja vor allem für Valheim? Nee, Valhalla. genau. Weil ich habe damals genau, hatte ich noch die 1080 Ti und Valhalla lief gar nicht. Also das ist wirklich so, lief schon in 4K, aber hat total geruckelt. Du meinst Mit der gerade so Aufnahme. wie Valheim bei mir. Ja, genau, aber mit Aufnahme. Ne? Ohne Aufnahme lief es flüssig, muss man dazu sagen. Und da habe ich mir irgendwie nach 2 Wochen oder so, nee, nach einer Woche nach Aufnahmebeginn wurde dann Stadia in die Schweiz geholt. Und da ich ja eh irgendwie so ein, das ist irgendwo so durch. Ich will mir jetzt überlegen, vielleicht doch auf GeForce Now zu wechseln, aber dafür musst du ja die Spiele, gut, ich habe Stadia, bei Steam habe ich eh viel zu viele Spiele. Aber Ubisoft ist jetzt zu Stadia gewechselt. Also alle Ubisoft-Titel, die du eigentlich gekauft hast, oder wenn du Ubisoft Plus abonniert hast, das kannst du bei Stadia zocken und nicht bei. Gut, doch bei Steam eigentlich auch. Die verkaufen es auch bei Steam. Also ich glaube, der einfachere Weg wäre, GeForce Now zu abonnieren, weil kostenlos kannst du nur pro Tag 1 Stunde zocken auf den Server von Nvidia. Okay. Ja, aber da gibt es, glaube ich, 3 Abos. Eins kostenlos, dann eins mittlere Dingensbummens und das höchste, ich weiß nicht wie viel oder wie viel das war, aber da kannst du auf einer RTX 3080 Ti spielen. Genau. Hm. Das wäre halt der nächste Schritt vielleicht, wenn ich dann, ja,
Weil ich möchte auch irgendwie einen Laptop haben oder halt ein Gerät haben, das nicht nur stationär viel Leistung hat, sondern auch eben, wenn man es mitnimmt und gleichzeitig auch irgendwo Akkulaufzeit. Und wenn du siehst, so ein MacBook Air oder ein MacBook Pro, gut, MacBook Pro weniger, aber MacBook Air mit M1-Chip, das ist ja mittlerweile bei über 20 oder 25 Stunden Laufzeit. Gut, wenn du nicht gerade irgendwie ein Video renderst oder so. Aber im Windows-Bereich kriegst du nichts Vergleichbares, weil eben die Komponenten nicht abgestimmt sind, ne? Das ist halt wirklich das Nonplusultra. Wenn du Hard und Software gleich machst, dann dann bekommst du was, das du nirgends sonst bekommst. Lustiger Fun Fact, bei mir lag es nur in der Base. Hat Das viel ist, Rechenpower, ne? Zur Darstellung. ich weiß es nicht. Ich bin jetzt da zum Außenpost gegangen, hier läuft es wieder flüssig wie vorhin. Das war aber bei mir letztens auch, bei der letzten Aufnahme auch so. Was wir das letzte Mal hier aufgenommen haben. War es, glaube ich, auch wirklich so. Ich glaube, die haben seit dem letzten Update irgendwas wieder reingepatcht, was nicht reingepatcht gehört hätte, sollte sein und deshalb. Du, was ist passiert? Ich Das geselle ist mich kein. jetzt zu dir und helfe dir da mit. Ich habe ein paar Steine schon im Karren, ne? Ja, ich packe jetzt hier mal das Zinnerz hier hinein in die Kiste, weil das können wir ja Oh, nicht die nächste übernehmen. Stufe 2. Auch One-Hit. Da hinten haben wir noch eine Kiste. Haben wir hier keine Fackel drin? Nee. In dem Fall nicht. Mhm. Boah. Ich Also habe ein mittlerweile bisschen kriegen wir die dekoriert Dinger. in der Base. Ja, schön. Perfekt. Passt doch. Passt zwar schon lange nicht mehr, aber ja, es lief einiges. Also ja, lief ja eigentlich nicht. Wir hatten ja Weihnachten. Ja, wir haben, glaube ich, 2 Wochen haben wir, glaube ich, Pause gemacht, ne? Ja, also es hat gut getan. Wir wissen jetzt noch weniger über das Spiel als vorher. Immerhin, wissen wir was, wie wir das Ding anschalten, ne? Ja, auch das ist schon mal viel wert. Ja. Aber ja, ich bin mir echt im Überlegen. Gut, ich glaube vor 1 oder 2 Jahren, ne, es war ein Jahr. Vor einem Jahr hier der Rechner zusammengebaut. Ja, hat halt 5000 gekostet insgesamt, ne? Aber wenn ich mir so überlege, so ein MacBook Pro oder was auch immer wäre knapp in der Base 2000, ne? Nicht Da könnte mal, ich nicht mir, mal. Meine Freundin hat nicht mal ja, nicht, 1200 bezahlt. das eher wahrscheinlich nicht. Das ist, glaube ich, 1000. Ja, aber Aber sie hat ich es auch möchte mit dem halt, M1-Chip und der läuft gut. ja, ja. Ich möchte halt eben, wenn dann mit dem Mac Pro, ne? Und ja, ist halt schon irgendwie cool, wenn du. Ich möchte wirklich einen Mac Pro haben, aber nicht mit der höchsten, mit dem höchsten SoC. Ja. Nicht mit dem Pro-Chip, sondern, oder nee, nicht mit dem Max-Chip, sondern mit dem Pro-Chip, weil der Pro-Chip braucht ein bisschen weniger Leistung, hat also mehr Laufzeit, ist weniger Batterie. Und ich glaube, bei Tests von YouTuber gesehen zu haben, dass der Unterschied zwischen dem Max-CPU und dem Pro-CPU fast gleich 0 ist. Also, ja, dann lieber mehr Akkulaufzeit. Und weniger bezahlen. Ich glaube, der Das Mehrwert ist, ist einfach nicht da. da machst du den besseren. Ja, aber ich muss da zuerst irgendwie die 5000 Schweizer Franken hier mit dem Computer irgendwie mal abzählen. Komm mal mit. Willst du mal mitkommen? Komme Das gleich. ist ein ganz kleiner Steinhaufen eigentlich, den wir hier bearbeiten. Ich weiß. Hier hinten habe ich den viel größeren gefunden und schon abgearbeitet. Oder nee, ich bin dran, ich sag's mal so. Ja, das war ja, glaube ich, zu dem ich dich gelotst habe. Nö, das war der andere da, das war noch ein anderer. Aber der hier Ah ja, ist, das war da ein bisschen mehr weiter rein. das waren glaube ich 5 Steine ineinander. Berserker. Ja, kommt, ne?
So. Schade, dass man hier Wumms. nicht wiederbeleben kann. Das ist cool. Achso, nee, dass man seine Kollegen nicht wiederbeleben kann, leider. Ja, eben. Das wäre schon cool. Aber funktioniert ja nicht. Nee, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es in der Base jetzt gerade nicht so flüssig läuft. Weil ich zu müssen wir gerne sehen. die Base weitergemacht habe. Naja, dann vielleicht nächste Session dann. Ey, das sind ja Steine in einem Stein Eben, reingebracht. etwa 5 Steine ineinander. Hier ist das Wunderland. Also wirklich. Wonderland. Ich packe hier mal ein Lagerfeuer hin, das unsere Ausdauer schneller regeneriert. Achso, stimmt, ne? Wäre auch was. Hast du den Karren in der Base Junge. gelassen, oder? Ja, leider. Wir haben ihn aufkommen von ein paar Kollegen. Wow, wow. Ey, was ist denn hier los? Adi! Ja, ich glaube, die haben auch die Monster gepatcht, sonst wären die nicht so viele jetzt in der Nacht. Wie viel Stein hast du? Knapp 2 Stacks. Ich auch und ich bin voll. Und Okay. kein Karre mitgenommen, wir sind doof. Ja, ich hätte auch selber nachdenken können, dass wir hier nur einen haben, aber... Ah, ich bin voll. Ich habe gar keinen Karre mitgenommen. Der ist beim Portal, ist einer. Mhm, genau. Bisschen doof. Naja, naja. Oh. Und die Folge gehen schon wieder zu Ende. Oh, ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis dahin. Vielen lieben Dank und tschüss und ciao. Tschüssi. So,